Am Kader von der extra Verlängerung von der Mesure gegen Pandemie komme ich dann direkt zu dem einzigen Punkt, den neu als auf diesem Gesetzesprojekt geht um die Ouverture von den Terrassen am Horeca-Sektor. Der begrüßt das, aber wir bleiben bei unserer Forderung, dass der Horeca-Sektor soll keine ganz abmachen. Natürlich mit den vorgeschriebenen Sicherheitsmesuren, das versteht sich schon vom selben. Viele Patrons vom Horeca-Sektor haben, wenn es der monatelange Fermetur solide Probleme für die zwei anderen Momente vom Mond bei den zu kriegen. Wir müssen uns aber noch wirklich vorstellen, wie sinnvoll die festgelegten Öffnungszeiten für Terrassen sind. Sogar der Kollege Medikal hat Bedenken, weiß ja singen, wie erstaunt darüber, dass Terrassen morgens 6 Uhr abgehen, bis so bis 6 Uhr. Hier erinnert die Regierung daran, dass die Weltsummerzeit gilt, an dem 6 Uhr morgens nach Deichstraße, wo gehen das aber bis oben Erdauer hell aus. Für die betroffenen Patronen in Regelmäßigkeit zu gehen, für solide Verluste abzufangen, aber für Lecknis mehr Lebensqualität zu gehen, hatte mehr als der ein Amendement zu den Ouverturszeiten abrecht, die leider der neue verworfen geht. Und zwar hatte man gefragt, wie Terrasse von mir 6 Uhr abzumachen, bis oben 9 Uhr. Das gebe zum Beispiel erlauben, dass Kaffee in einem Restaurant nicht nur mit ist, wie auch Ofensketen den Klienten in Essen servieren. Durch die Covid-Mesuren, denen sie mussten Rechnung drohen, haben sie teils mehr Kosten, wie sie kriegen. Wenn Terrassen vom Horeca-Sektor nicht abgemerkt gehen, kennt er doch denen viele Bürger zu gut, die Probleme mit der psychologischen Gesundheit haben. Es wäre steckt Normalität, dass es die Leute erlauben, für sonst zu tanken und nicht an Normalität zurückzufahren. Es wäre Lichtblick bei all den vielen Einschränkungen von den sozialen Kontakten, an denen andere Restriktionen die Leute belasten. Herr Präsident, wir fördern noch, dass die aktuell staatlichen Hilfen im Kader von der Kurzarbeit oder dem Chômage partiell an andere Hilfen so lange verlängert gehen, wie die Staaten und Entreprisen es nicht erlaubt, Remnis normal zu schaffen. Ein wichtiger Weg für diese Krise zu meistern sind die Impfungen. Wir wollen also sagen, dass die, die sich impfen lassen, dadurch zuverlässiger sicher machen können. Frei ist die Impfung ein wichtiges Instrument am Kampf gegen die Pandemie, aber wir betonen auch, dass sie muss freiwillig bleiben. Der ist die einzige Partei an diesem Haus, die wirklich konsequent elekt als Bürger vertraut, als sie an ihre eigene Verantwortung will, dezidieren lassen, wie eine Maßnahme sie wollen. Die Impfung als ein medizinischer Schutz, also sie darf nicht zu einer Kondition für den Access zu den Grundrechten gehen. Die Leute, die sich nicht impfen lassen, dürfen dort ja nicht mehr Rechte haben, wie die, die sich impfen lassen. Aber mit den Impfungen, da geht da im Land nicht viel. Das ist richtig. Das ist zu verstehen, dass die Regierung probiert hat, versuchen, an der Impfkampagne schön zu reden. Aber sie kann sich nicht immer an Lieferschwierigkeiten verstoppen. Das wäre billig, weil die anderen Länder sind in derselben Situation und das sind sie aber nicht. Und unsere Länder sind aber einfach skandalös, richtig blamabel für die letzte Regierung, dass andere Länder an ihre Bürger gedacht haben und genug Impfstoff gekauft haben. Aber die letzte Regierung just daran interessiert wäre, für als europäischen Musterschüler dort zu stehen. Die anderen Länder vertreten ihr nationales Interesse als solche für elekt. Als Regierung möchte das nicht, da verlässt sich auf die Interessen von der Brüsseler Bürokratie. Wie ernst, als es sonst zu erklären, dass ein anderes EU-Land von einer ähnlichen Größe wie Lützeburg und Malta weit bessere Resultate hat wie wir. Da sind 30%
von der Lecture geimpft. Länder aus der EU, wie Israel, USA oder das Vereinigte Königreich, stehen sich auch weit besser wie mir. Den EU-Musterschüler Lützeburg, also an der internationalen Impfstatistik, weit hinten dran, also handelt eine ganze Reihe von arabischen Staaten. Jetzt soll ich vielleicht mal eine Pressekonferenz machen und dafür mehr Zeit verbringen, für sich für das Land anzusetzen. Gambia hat doch nicht fertig gebracht, für die älteren vulnerablen Mitbürger und Altersheimer am betreibten Wunden zu schützen. Rund nicht gerade Talschend von der Covid-19 Heilland kommen in so Strukturen. Wir stellen hier für allem in den Scheck fest von der zuständigen Mystik und ich meine, wir kommen nach Hanno um Ordre du Jour auf den Punkt 3 mit Genehheit drauf zurück. Nachher wurde zu den Impfstoffen. Wir hatten als AD schon am November und auch im Dezember gewarnt, dass wir eine vorsichtige Approche müssen haben, und das, weil die langjährigen Testprozeduren wie bei anderen Impfstoffen nicht gemerkt wurden. Es gibt dazu viele Erklärungen, und aber gesehen wir es konfirmiert. Und das beste Beispiel für uns ist die Argumentation, was wir nur erleben, mit dem AstraZeneca. Überdem sind drei Länder die Impfungen mit AstraZeneca gestoppt haben oder eingeschränkt haben, berief sich nicht zu reagieren auf den Avis von der Europäischen Medikamentenagenz EMR am 4. Montag dummer der Weg für den Impfstoff zu administrieren. Du froh mich aber für wertheilig, das Präkautionsprinzip spielt an die Regierung die Impfen vom britisch-schwedischen Impfstoff nicht ob man so lange auf Eis lädt, bis Inselsachen geklärt sind und Omiklorid besteht. Weiter stellt sich auch die große Frage, während bei gravierenden Nebenwirkungen von der Impfung zivilrechtlich responsabel ist. Also der Pharmaproduzent selber oder der Staat oder die Europäische Kommission, die die Impfung zugelassen hat. Man hätte gerne, dass die Regierung heute zu einer Erklärung aktiv beiträgt, und das ist eine wichtige Frage. Herr Präsident, nach dem Wort zum Impfpass für Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel für eine Kino oder ein Restaurant zu gehen, darf unserer Meinung nach kein geringer Pass gefragt gehen. Sicher mich der Sicherheitsprozedur. Das proposierte Dokument von der EU-Kommission soll über das Reglement für an den Memberstaaten angefordert gehen, und nicht über den Direktiv. Das heißt, dass wir hier an den nationalen Parlament nicht hierüber dürfen debattieren, über das Dokument einmal bestimmen, da das nicht wie ein neuer Beweis von der undemokratischen Struktur von der EU. Herr Präsident, wir stimmen auch über das Gesetz nicht matt, weil wir von Anfang an als einzige Partei bei allen Covid-Gesetzen konsequent gegen die Verletzung von den Grundrechten argumentiert haben. Freis muss in der Ausgangssperre und all die anderen Angriffe an das Grundrechte und an das Privatleben abgehoben gehen. Wir freuen uns auch, dass da weil andere Parteien als Argumentation deels mit überhüllen, von den Parteien wirklich für das Prinzip von den Grundrechten, da sollen sie auch so stimmen hier in der Chambre, so wie wir oder das AD machen.